Jesus läuft die en wil die vrij maken. Hij heeft die voor een dieren prijs gekauft. Veel werk hadden we van wat God wil voor ons doen, wat Hij wil bij ons zijn, wat Hij onze heen wil zenen, wanneer we schoffen deiden. En van daar waar we, wat Hij ons zenen wil met körperliche gezondheid. En we hebben in de latere tijden gekeken, wer Gott ist, wat Hij voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons al gezien, Hij heeft ons alles gegeven wat we voor fehlen. Hij geeft ons vrede, Hij heeft ons vrede, Hij heeft ons wijsheid, alles in onze geest. En Hij geeft ons alles wat we brauchen. En Hij geeft ons ook geloven, Hij geeft ons dat ook, omdat we dat kunnen aannemen. En wanneer we aan körperliche Gesundheit kijken, er zijn vele Evangelisten, wat dit verstanden, wat dit wissen, wat dit schoffen deed. En zum Beispiel, waar we kijken naar Dake G. Lake. Dat is einer, wat dus dort so in den Lot 1800 en Anfangs 1900 leven deed. Hij kan bij dit, en krijgt zoals voor vele van ons, we komen bij ding, durch Ding, wat we gaan. En wanneer we met vrij worden, dan geeft God ons de kracht en Hij wil gaan, dat we samen anderen met houden. En dat is waarom ik kies dat van de ervaring stoel en dit verbrengen. En dat krijgt wat Hij ook deed. Hij werd in Canada geboren, dus Dr. Lake. Hij werd in een grote familie geboren van 15. En over de helft van die starven van verschillende krankheden. En als hij zich bevrijdt, dan staat Jolota, dan zei de dokter dat zijn vrouw werd ook krank en die kan hij niet halen. So hij hield van deze een man, Mr. Dowie, in Chicago, dat hij voor mensen beden deed en dat die mensen dan geholpen werden. So hij voerde aan met zijn vrouw taub. En hij vroeg Mr. Dowie als hij wil zijn vrouw beden, want de dokter zei hij had een onheilbare krankheid. Mr. Dowie deed dat en zij werd beter. En als Dr. Lake dat zag, dan hoort hij zijn broeder doorheen, wat er ganz bezorgd moest, en zijn twee zusteren, wat ook zwaar krank werden, bracht hij ook naar Chicago, dat Mr. Dowie kon voor hem beden. En zij werden ook gezond. Want Mr. Dowie ook niet rein alles recht deed, niet alles dat recht te houden had, maar hij nam dat aan, wat er recht werd, wat biblisch werd, en Dr. Lake nam dat aan. En als zijn huis voeren, de mensen hielden ervan, dat zijn vrouw gezond geworden werd. En ik put dat aan en vroegen, als hij ook wel über aanbeden, dat zij ook mochten gezond worden. En dat is voor zijn mission aanvang. God schickte hem naar Zuid-Afrika en hij heeft dus dat zo lang geschaft. En door starf zijn eerste vrouw. Van dat zei zich even te moeilijk, er waren zoveel mensen wat krank waren, die leven bij een verdeer op het gras. Zij geeft dat eten leven naar de kranken en er staat dat zij dat wordt abeten. En zij starf in de nacht, beim Schlupen starft zij. Wenn sie sich te moeilijk gemerkt had en niet genoeg Nahrung gegeten had. Nadem, dan trok Dr. Lake hij terug naar de State of Washington en hij bevrijd zich. En dus dat ze schaft hij en hij had vele mensen wat met hem te schaffen deden. Zij deden even kranke mensen beden en er kwamen zo veel en die werden geholpen dat er een hospital rond het touw ging. En dat hij kreeg het te helpen wat het uit de Bibel zijn deed, wanneer dat ze dat über Menschen beten en dat die worden gezond worden. En hij zegt, van al deze wat hij geholpen heeft en wat hij niet helpen kan, dat nummer een probleem, waar mensen niet geholpen worden, dat wir, wenn zij dat niet zo ernst nemen. Zij beten door eeuwig, zij vroegen God ernaar, en dan luiden zij gemütlich, dat God wordt het eeuwig gedaan. En om Nieuw Testament, wanneer we dat dus dat ze lezen, dan zeggen we dat we can in command op dat zaten.
En ein groot Part, waarom velen nicht gesund worden, als wenn sie dort nicht ernst nehmen. Weet je, van werk 3 reden dat ik had een vision gehad en God had mir die nicht openbaart, wenn ich nu 8 oder 9 Jahre, wat hij mir dort openbaaren deed, wenn ich will, aber nicht will, dat ik dat nicht rein ganz klar had, en dort ist dasselbe in ons physische Körper haben. En ook in ons gedächtnis houden. Dat moet we rein ganz klar haben, dat moet we rein ganz klar weten. En dat is wat Dr. Lake sagt, wat zien, wat die mensen wat er niet geholpen werden, wat die Problem werden. Zij vrienden er nog, aber zij werden er niet ganz ernst damit. So werden we dat ernst nehmen. En wenn wir an dit kijken, wat is de onderscheid van Glauben en Geloven? Wir reden vielmal von, oh, ich kann glauben oder ich glaube dort. Und Glauben dort ist ein ganzes Vertrauen haben auf jemand oder irgendwo. Ein rein ganz tief Vertrauen haben auf dort. Ein rein ganz tief Vertrauen auf dort sagen. Dort ist, was Glauben ist. Was einer von Gott in der Bibel glaubt, oder was einer von der geistlichen Welt glaubt. Das ist dort wirklich Vertrauen darauf haben, dass es dort ist. Nu werden wir mal kijken, was Glauben ist, wenn ich dort glaube. Glauben ist Vertrauen haben, auf was einer gehört, gesehen oder sich vorgestellt hat. Kann dort Unterschied sein, von was Glauben oder dort Glauben ist? Wir müssen dort glauben, dass er uns dort all versagt hat, dass er uns dort all durch vorher gemerkt habe. Und dann kann ich dort annehmen am Glauben. Für mich ist dort ein bisschen so, dass wir müssen dort erst in unsere 5 Senses, müssen wir dort erst vernehmen, und dort uns Glauben dort kann annehmen, dort wir dort kann wirklich annehmen. Und dann werden wir von der in der Geschichte von in Markus Kapitel 8, werden wir angucken, wo Jesus einen blinden Mann heilen hat. En wat hij dat deed, en wat dat anders weer als van vele van de andere heilungen, wat hij dus dat zu merken deed. En dat zegt is dit. Zij kwamen nu Bethsaida, en dat is een dorp wat bezieht het Galiläische Meer weer. Einige Männer brachten einen blinden Mann an, en beiden an, den anzuschieren. Sie wollen bloß haben, hij soll dem Arm anschieren. Aber Hart wird dort gesagt, hij vouwt den Blinden an der Hand und leidt ihm uit de stad eruit. Hij vouwt hem nicht bloß an, aber hij vouwt hem an und leidt hem uit de stad eruit. En als hij am eerst in de eeuwen die spelen in de heng abgelegt hat, vroeg hij hem of hij irgendwas sein kann. Wir haben das Geschichte auf Pferden gehört. Pferden habe ich, aber habe ich darüber gedacht, was das wirklich bedeutet, woran er die Dinge deut, was er deut. Und dann sagt er wieder, und er kickt ab und sieht, das Mann kickt ab und sieht, ich sei Menschen, aber der sieht dort so, als wenn Bäume rumgehen. Jesus lädt ihm noch einmal den Hang ab, die Ehren, dann gingen ihm die Ehren ab, und er kann weiter alles klar sein. Dort dann checkt Jesus an das Haus und sieht, er soll nicht in die Stadt gehen und soll dort auch keinem sein. Und warum hat er diese Details, warum hat er das besondere Ding, hier ist das zu sein, was Krieg soll sein? Und das ist der einzige Stelle, wo Jesus zweimal für den Mensch beten hat. Das ist der einzige Stelle, wo er das Ding tut. Und das ist der einzige Stelle, wo er fragt, kannst du was sein, oder wo sitzt? Wenn wir das dort in Nankirchen dann wollen wir dort, durch Lukas Kapitel 10, Vers 13, dort Bethsaida wird nicht eine gute Stadt, da wird sehr viel Anglauben. Und dort voran das blinde Mann muss uit de Stadt bringen, um dort von den Anglauben und von der Menschheit wegkommen. Jesus, der schafft 100% am Glauben. Und er schafft ganz für dort. So er weiß dort, was es dort so anging. Und da stehen in Bethsaida und auch in Nazareth, du könnt Jesus nicht so viel Dinge tun, nicht viel Wunder tun, nicht viel Kranke heilen.
deuten Proknate Ding, und dort sagt in Markus 6, Vers 5 und 6, sagt dort woran. Und dort ist, wenn die anglauben, wenn die anglauben, du in der Bett steht, also groß werden. Und wenn wir dort sein, dort Jesus nimmt diesen Mann ohne Hand, so draus wir, so draus Leben als hat, und wenn er auch ein Ziel hat, das, wo sie haben wollen, nimmt diesen Mann ohne Hand und lädt ihn aus der Stadt raus. Er nimmt sich den Zeit für die Menschen. Wenn er will, dort das Mann, der soll von aus der Stadt raus, du sollst so von der Menschheit, von der Frieden, von der Arbeit, alles mal bitte vergeten. Er will den aus den Anglauben rausholen. Aber das wird nicht, dass der Staat aus anbieten wird. Der Anglauben wird noch besser an Arm. Und das, woran er früher, was kostet die sein? Jesus, der früher nicht mit dem, was kostet die sein? Früher nicht, hat Gott dort Gebet geantwortet. Er weiß dort, Gott sein Part wird getan. Aber nu muss dort noch im physischen Nennen kommen. Und dort wird das Glauben brüten deit. Und er nimmt sich den Zeit, er geht dort nicht bloß einmal zu beten und leitet den Mond Tag. Er betet noch weiter, er lädt ihm noch weiter die Hänge ab und betet noch weiter für ihn. Wenn Jesus wird gewahr, er weiß dort, dass der Anglauben von der Stadt, der betrifft diesen Mann und der verhindert dort, dort er in einem Augenblick kann Fan sein. Und dort woran er die Hänge bleiben dort und am 25. Vers früh, was kostet die sein? Und er betet noch einmal, bei seinen Augen Fan klar werden. Du ist nicht mit euch, wenn wir zum zweiten Mal für ein Ding beten. Wenn wir bloß nicht durchbeten, dass Gott nicht das erste Mal all die Antwort hat. Wir machen dann das zweite Mal durchbeten, sein, was dort verhindern wird, dass dort nicht geopenbart werden. Du hast Glauben haben, kriegst du es wie in Daniel, Kapitel 9 und auch Kapitel 10 sagen, dort in der Gebete, was Daniel beten dort, du wirst das erste Mal, kurz die erste Tag, die erste Minute, wo Gott dort antworten dort, aber in Kapitel 9, die 3 Minuten wird Gott dort antworten, da dort am physischen nennt kommt, und in Kapitel 10 werden dort 3 Werke, wird der Engel kommen und am dort sieht. So, wenn wir beten, dann machen wir feststellen, Gott hat dort geantwortet, aber wenn dort nicht geopenbart wird, in uns, im Physischen, dann ist dort unsere Aufgabe zu sein, wo es dort verhindert, dort wir unsere Kraft und die Autorität können nehmen, was Gott uns gegeben hat, was Christus uns gegeben hat, als er aus dem Grab rauskam. Jesus, der ging nicht weg von dem Problem, aber er stellt sich dort gehen, Eva, zum sein, was du verhindern deit. Und er bleibt dort bei ihm. Und das, woran er sieht, dass er soll nicht in die Stadt gehen und er soll auch nicht nur Menschen gehen, die dort vertellen, aber er soll in die Haus gehen. Wenn er wird sein in die Stadt gehen und haben die Menschen dort verteilt, dort ist nicht gesagt, dass die dort nicht würden alle verderben haben und dort die Unglauben würden haben Tränen gebracht, dort sind Visions, sind Ketten sind aufgeworden. Und dort voran das sagt in Johannes 4, Vers 14, wo Jesus dessen Mann bei Bethesda in Jerusalem bei der Wuta den Mann halten deit, in Luther von im Tempel, und dort in den 14. Vers, und er sagte, nur Herr fängt Jesus an im Tempel und sehte an. Kicke mal, du bist gesund geworden, da nicht frisch senden, dort die nicht wird eure traft. Und dort ist auch den Unglauben. Wenn wir nicht den Unglauben nennen können, wenn in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, die Diebe, die kämpft bloß dort zu vernichten und dort zu merken. Und dort wird er will den in mein Glauben, er will den vernichten, er will den Ringgunst verdorben, er will auch ein Zeugnis, was wir für Gott haben, was Gott für uns getan hat, will er Ringgunst vernichten, dort wir nicht sollen den Nächsten dort vertrauen. Und dort, wo Jesus sieht, dass er soll nicht für in die Stadt gehen, wenn uns Glauben, der muss Warten kriegen. Wenn wir was gehört haben,
Die plant ist noch so jung. Und die muss erst mal warten kriegen. Kriegst es dort in Markus 4, Vers 17 sagt. Aber wird sie nicht dort bewarten in sich haben, als dort nicht ab lang. Sobald als sie wen dort was Lieden machen, nur gestohlen worden, fallen sie auf. Und dort sagt hier, dort voran Jesus sagt, er soll nicht Haus gehen, er soll den Glauben lassen warten kriegen. Vorher er wird in die Stadt gehen, wo er so viel anglauben wird, wo er mit seinen Freunden wird gehen, wo er so viel anglauben wird. Und wenn dort nicht reinfährt, in dem physischen Nennkampf, dann darf dort nicht zweifeln, wenn Gott hat dort die Antwort. Aber dann kann ich fragen, was verhindert dort? Was ist das Hindernis, dort nicht geopenbart wird? Wenn Johannes 4, Vers 25 sagt, Gott ist Geist und er arbeitet am Geist. So am Geist ist dort. So wir müssen uns Glauben brauchen, zu einer Brücke, um dort an uns physische Namen kommen kann. Die Brücke, dort ist uns Glauben. Und du, wenn wir die Glauben warten kriegen, so dort so in den anderen, in Markus 4, Vers 17. Das voran das sagt, dort uns Glauben mit warten haben, dort wir dort gehen stehen können, wenn wir gehen anglauben, gehen stehen kommen, dort wir können Glauben haben, dort wir können sein, das was die Bibel sagt, das was Gott zu mir sagt. Und dann kann wir dort zu bleiben. In den Glauben brauchen wir mit der Gnade, was Gott uns durchgestellt hat, mit der Antwort, was er uns durchgestellt hat, und yes, braucht dort uns Glauben, dort die Brücke merken in uns physische, dort, was wir all euer Gerät haben, dort ich all euer eine Lektion vergebracht habe. Und das wird 2. Korinther 10, Vers 5 nennt kommt, dort wir sollen eins Gedächtnis nehmen merken, jeder Tag. Und dort ist all das Geriese, all den Anglauben, all den Gegenstand rüht, dort uns Glauben wachsen kann, dort die kann feine, faste Warteln kriegen. Dort wir können an Gott schaffen und dort annehmen, für was Gott sagt, wer wir sind. Dort wir das können annehmen, was er auch für uns getan hat. Ich bin Bertha Wall. Dankeschön für diesen Video angucken. Ich wünsche dir Gottes Segen.